Es wird Zeit für eine neue Runde hier bei Pokémon Delta Alpha Saphir. Hi Freunde, willkommen zurück. Und zwar geht es jetzt um das EV-Training. Ja, richtig gehört, ich habe die Züchterei abgeschlossen. Hier haben wir unser neues Glumanda. Und zwar, mit dem richtigen Wesen, wenn es mal für uns weggeht. So, der hastiges Wesen, das ist ganz cool. Wegen plus Initiative, minus Verteidigung. Die Fähigkeit gegen Solarkraft müssen nicht sein, aber ist auch ganz geil. Wie es bereits trainiert ist und Pokerus hat, das liegt an den Vorbereitungen fürs EV-Training. Ja, wegen EVs noch, ganz kurz hier. Pokémon-Urteil, ja, okay. Der hier. Was hat er drauf? Er hat Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Niemand im Messen, sprich diese 5 Pferde sind bei ihm alle auf 31. Ja, Kabe aber leider nicht mehr geschafft. Die Kraftpunkte, aber naja, the shit happens, wa? So, jetzt geht es wie gesagt ums EV-Training. Das Super-Training, wie ihr seht, es hat noch gar keine Punkte. Also ich muss mich korrigieren, es hat keine Punkte mehr. Ich habe mal ganz kurz das getestet, wieder zurückgesetzt. Dank unseren Bären, sprich falls ein Pokémon EV trainiert und dann irgendwie einen Fehler machen, so könnt ihr hier mit diesen Bären das zurücksetzen. Sprich mit der Tamop-Beere, der Labrus-Beere, der Hunmel-Beere, der Quallop-Beere und der Setang-Beere. Natürlich auch noch Grana-Beere. Und die natürlich auf dem Bärenfeld noch züchten und so weiter, damit es einfach nur geil ist. So, wir wollen für Glumanda ja Folgendes haben. Auf Initiative soll es alle Punkte bekommen, sprich 252. Auf Angriff lediglich 208 und auf Spezialangriff 48, damit es noch ja, einfach schön gemixt wird, sag's mal so. Also, deswegen mache ich es jetzt so, ich werde ihm jetzt hier Glumanda werde ich jetzt noch 4-mal Calcium geben, weil Calcium ist ein Vitamin, also sprich alle Vitamine hier würden den jeweiligen Wert um 10 erhöhen, aber nur so lange, bis der Wert maximal 100 EVs hat. Sprich, angenommen ich würde zuerst trainieren, was vielleicht Quatsch wäre, oder? Und man hätte bereits irgendwie 200 KP und wenn noch ein KP Plus gehen, dann bringt das nichts mehr, weil eben ab 100 erhöht sich der durch Vitamine nicht mehr. Deswegen gebe ich jetzt Glumanda hier 4-mal den. 2-mal, 3-mal und 4-mal. So. Das 4-mal gemacht, jetzt 48 heißt, er braucht nochmal 8. Das ist halt die Frage, mache ich das durch Supertraining noch irgendwas oder ja, aber auch später. Jetzt erstmal geht's ums Initiative-Training. Wenn man halt, wie gesagt, nur weniger EVs verteilen möchte, wie jetzt gerade mit den Spezialangriffswerten, sprich 48, dann geht Supertraining, das geht ganz gut, halt in Vitamine. Aber wenn man halt alle EV-Punkte verteilen möchte, sprich auf Initiative, wie gesagt, 252, dann bringt das nichts. Wenn es das Quatschen. Deswegen gibt es hier, also Quatsch geht natürlich schon, aber dauert einfach länger. Deswegen machen wir jetzt hier eine viel bessere Variante. Und zwar das sogenannte EV-Massenbegegnungstraining. Klingt ein bisschen lang der Name, ist aber eigentlich ganz geil. Und zwar geht es darum, ganz kurz irgendwie, ja, Blütenburg ist cool. Dazu brauchen wir, damit es wieder funktioniert, ein Pokémon mit Lookduft im Team. Das haben wir bereits. Oder Honig wird auch gehen. Ein Pokémon, das eine Attacke drauf hat, die alle trifft, wie zum Beispiel Erdbeben bei Sumpex. Dann brauchen wir noch ein Macht-Item, das haben wir auch für Glumanda. Weil ich will jetzt hier wirklich eine Initiative-Wert trainieren. So, jetzt ist es so, wenn ich hier zum Beispiel Lookduft einsetzen würde, würde eins von 3 Pokémon erscheinen. Entweder ein Zickzacks, ein Schwalbini oder ein Wingal. Alle 3 Pokémon geben jeweils ein EV auf Initiative oder halt Fleißpunkte, weil man auch so schön sagt. Das ist ja schön und gut, sprich bei 5, das ist ja so, bei Massbegegnungen tauchen halt 5 auf, wären es halt 5 EVs. Jetzt gibt es natürlich noch eine viel schnellere Variante. Die Machtkette gebe ich dir. Nämlich diese Macht-Items. Die sind seit XY neu.
Wieso? Ganz einfach deswegen, früher war es so, dass sie jeweils den Wert noch verdoppelt haben. Jetzt erhöhen sie den Wert um 4. Da heißt aber pro Gegner 4. Sprich, wie gesagt, ein Zickzack wird zum Beispiel ein EV geben auf Initiative. Mit dem neuen Macht-Item, die Machtkette war, genau die Machtkette, kriege ich aber 5 pro Zickzacks. Also bei einer Massenbegegnung sind es ja 5 Pokémon insgesamt, sprich 5 mal 5, 25. Dann plus Pokeros gibt es nochmal 50, das heißt, ich muss etwa, ja, eigentlich sogar 5 Mal wird reichen, wa? 5 Mal kämpfen mit ihm und die Initiative ist voll. Naja gut, 2 Punkte fehlen dazu noch, aber es sollte klar sein, was ich meine. Und deswegen gleich mal testen. 5 Mal soll es das einsetzen, la 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 la. Das Problem ist, es müssen echt Zickzacks auftauchen, aber schon Bienen, Winkel, aber kein Bock. So, das klappt schon mal. Ja, machen wir echt 5 Mal, dann habe ich 5 mal 50, 250 also und kann dann noch mit einmal zum Schluss, also sprich noch 2 Punkte fehlen noch für die Initiative und kann noch irgendwie durch ein super Training machen. Tja, und jetzt müsste es echt 50 EV-Punkte bekommen haben, Glumanda. Jo, kann ungefähr hinkommen. 50, Alter. Da hätte hier so schnell. Früher war es nur doppelt so viel. Sprich, bei 5 mal 2 wegen Pokeros, nochmal mal 2 gemacht. Item gibt 20. Jetzt sind es plötzlich 50 insgesamt. Alter, ist das krass. Ich mach mich nass. So, und ist das auch sehr gut. Umpex, Umpex. Eine Kaskade, nur so ein Erdbeben. Damit es schön alle trifft. Und Glumanda wird stärker, wieder stärker und entwickelt sich bald. Unser kleines Gloomy entwickelt sich. Moment, kann man ganz kurz angucken. Wie sieht unser Gloomy... Nicht du, wo ist unser Gloomy? Gloomy? Das Pokémon wechseln hier auf unseren Glumanda. Hallo, Gloomy. Na, Kumpel? Hier sind wir. Hallo, Mann. Na, Gloomy, hast du Hunger? So ist brav, so ist brav. Wir sind ein ganz netter Gloomy. Was soll denn das denn? Ach ja, Freunde, mein Lieblingsstarter. So noch einen Pink, okay. Alter, müssen das Zuckerwerte sein. Yeah, süß, ich freue mich. Geil, wa? Jo, und bald schon bist du ein Glutexo. Tut mir leid, aber das muss sein. So, zurück zum eigentlichen Training. Genau, 50 haben vergeben, okay. Quatsch, 100 waren sie mittlerweile, wa? Jo, 100. Ja, man, eine Kaskade hier einsetzen, hallo? Der Herr Michael, der ist doof. Nee, ich nehme nur schon zu lange auf. Aber immerhin habe ich mal alle anderen Projekte mal abgeschlossen. Das ist Pokémon das letzte, was fehlt. Und dann können wir bald schon mit neuen Let's Tests und vor allem natürlich neuen Let's Plays anfangen. Und die Online-Projekte gehen auch endlich mal weiter. Yo, Mann! Bitches! Das tat weh. Der dritte Streich, sprich 150 bereits insgesamt für Gloomy. Wegen EP-Teiler, war. Er nimmt zwar nicht im Kampf direkt teil, aber in EP-Teiler, Alter. Das ist krass, das ist so krass. Das macht so Spaß. Und auch ein bisschen nass. Nö, stimmt gar nicht. Ist gar nicht nass draußen. Nochmal Zickzack, zum 4. Mal bereits, cool. Das heißt bereits 200 Punkte
Vergeben. Vergeben, vergessen. So, das passt. Also noch einmal und dann werden wir noch kurz einen, mal einen Rucksack einsetzen, sag ich jetzt mal. Ne, ist ja eher kein Rucksack, sondern ein Sandsack, Boxsack, wie auch immer. Ein Trainingssack, so. Für die letzten 2 Punkte. Perfekt. Es läuft wie am Schnürchen, Freunde. Nein, endlich mal. Tja, und am nächsten Part würde ich mal sagen, geht's zurück in die Kampfzone. Also Kampf ist so ganz einfach mal, oder mache ich jetzt auch Pokémon-Liga. Erstmal geht es darum, dass ich halt Glumanda, Glutex und Glurak noch ein bisschen trainiere. Weil vorher ins Kampf so reingehen müssen die schon Level 50 sein, mindestens. Sonst ist das ein bisschen Bullshit. So, jetzt hat er 250 also. Testen wir mal, ob das überhaupt stimmt. KP ist falsch. Nein! Angriff auch nicht. Nee, Angriff auch nicht. Initiative so. Der Elsack müsste ja 12 Punkte geben. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dürfte er nur 2 bekommen, weil dann hat er bereits das Maximum. 252 ist er seit 6 Generationen so. Früher waren es noch 255 pro Wert. Aber das hat man Gott sei Dank deaktiviert, weil du kannst mit den letzten 3, also sprich mit Differenz davon, kannst eh nichts anfangen. Deswegen ist das doof. Und der K.O.-Schlag! Bums! Das war ja Kopfstoß. Ja, seht ihr, 2 Punkte bekommen statt 12. Hier ist alles supi. So. Jetzt gehen wir nochmal. Nee, das ist falsch. Wir haben ja auf den Spezialangriff 40 Punkte gegeben, wa? Machen wir nochmal für 8. Und dann, Freunde, gehen wir zum Pyroberg für den Angriffssens zum Trainieren. Denn der soll ja um 208 trainiert werden, sprich nochmal 4-mal mit Sumpex. Wegen 200 insgesamt, geht ja auch 4x50 pro Kampf und dann nochmal 8 durch Supertraining und dann sind wir durch. Tja, so schnell kann es gehen, wa? Wow, diese Scheiße, die trifft mich fast noch. Könnte fast noch ein Speedrekord werden. Ah nee. Da war ich mit anderen schon viel schneller und tschüss. Das war's für den Spezialangriffswert. Blub. 8 hat bekommen, yeah. So, bereits 2 Werte voll trainiert, das wäre der Angriff mit, wie gesagt, 208. Als wir uns also abhauen und Richtung Pyroberg. Denn nur dort taucht halt durch Massenbegegnung zu 100% ein Choupé auf, das uns jeweils einen Fleißpunkt gibt in Sachen Angriff. Oder halt Eva, war Eva Fleißpunkt ist eh das gleiche. Nur andere Sprache. So, Pyroberg. Und nein, Leute, Wedge Gigas ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich habe mir jetzt eure Tipps bereits mal durchgelesen, so geschrieben habt und auch wegen anderen Erfahrungen und so. Und auch wegen Systemwechseln und allem möglichen, aber es klappt immer noch nicht. Ich glaube echt, dass das ständige Wechseln halt, also sprich wegen Tauschen und so, oder? Ständig vom privaten 3DS zum Aufnehmen, zum Let's Play 3DS halt wechseln. Und ich glaube, durch das haben sie irgendwie verbuggt. Ja, klingt schräg, ist aber so. So, jetzt sind wir also hier drin. Moment, Glüh braucht ein andere Item hier. Nämlich den hier, den Machtreif. Machtreif. Ja, gerne. So. Und jetzt sollte er wirklich wieder das gleiche, also ja, 50 halt pro Kampf. Das heißt, dass wir 4-mal durchführen und schon sind wir fertig. Mäh. Nur Applaus, so mäh. 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 Choupé. Los zum Pix. So, Freunde, müsste jetzt auch gleich soweit sein, dass sich unser Glumanda weiterentwickelt. Jetzt fällt mir zwar gerade auf, ich habe sie hier gezüchtet, weil ich trottel schon auf Omega Rubin.
wegen Spezial-Erfahrungspunkten. Na, ich bin so ein Trottel. Na, also, es geht auch so schnell genug und sonst halt mit O-Kräften trainieren. Plupp, 50 dazu, cool. Ja. Jetzt sollte die Kombination von Vitaminen plus eben noch Supertraining und solche Massenbegegnungstraining, oder? Muss man zugeben, geht's echt schnell. Vor allem natürlich im Gegensatz zu früher, siehst du endlich mal, wie viel EV du vergeben hast. Das hast du früher nie gesehen. Du musst irgendwie dir selber in so eine Rechnung machen und alles notieren, alles Mögliche. Das war noch übel. Übel nicht, war ein bisschen mühsamer. Aber egal, jetzt haben wir unser Gloomy, ein wunderschönes Pokémon. Auch ein süßes Pokémon, was sich jetzt weiterentwickeln wir zu einer kräftigeren, zu einer röteren Form. Was? Glutexo. Ja, die erste Generation, es war noch Zeiten. Einfach so simpel, oder? Die ganze Gestaltung, Texturen, alles Mögliche, nichts übertrieben im Gegensatz zu heute. Also angemerkt. So, Pokémon Anime nochmal ganz kurz. Hallo Glutexo, wie geht's denn so, wa? Alles klar? Alles frisch im Schritt? Mir geht's gut, Mann. Hast du was für mich? Tja, mal gucken. Ja, schau mal. Ja, war geil. Okay, tschüss. Tja, so dazu. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt haben wir es zweimal eingesetzt, wa? Also nochmal zweimal. Dann haben wir eigentlich ein voll trainiertes Glutexo, war. Dann, wie gesagt, noch die Entwicklung zu Glurak. Da muss ich noch mit Herzschub bearbeiten. Für den Flammenblitz, sonst haben wir das lange, bis es selber erlernt. Hitzekoller, was hatten wir noch? Solarstrahl und Erdbeben war. Er lernt es von selbst. Also Themen und so weiter halt noch. Rock'n'Roll! Und Glutexo erreicht Level 17. Alter, geht der doch noch schnell. Nein, du brauchst keinen Drachenwut. Das wäre zwar früher noch cool. Wenn man ganz ehrlich, so eine Stufe 17 Glutexo und Drachenwut sieht immerhin 40 ab. Und zwar immer 40, dann natürlich schon. Also. Oder ein bisschen verwirrt. Ein Myrapla. Übrigens, Myrapla wird dann noch ein paar EVA-Punkte geben. Route 119 können es auch zu 100% durch Lockduft ein Myrapla anlocken, was euch jeweils ein EVA-Punkt gibt. Also halt auf Spezialangriff, wa? Du Flor. Ja. Wisch mal den Mund ab. Gut, dann noch einmal. Dann ja auch 200 Punkte hier und dann halt noch 8 Punkte, wa? Und dann müsste Glutexo fertig EVA trainiert sein. Wir sind einen großen Schritt weiter für unser Ziel. Und zwar Abschluss des Let's Plays, wohlgemerkt. Noch einmal Erdbeben. Insgesamt hat 10. 5 Mal habe ich es gebraucht für den Angriff. Quatsch, 5 Mal für Initiative, jetzt 4 Mal noch für den Angriff. Ja, Volltreffer, als ob es nötig wäre. So, und wie sieht's aus, Glutexo? Ja, ein bisschen was fehlt noch. Wie gesagt, jetzt müsste ihm eigentlich noch 8 Punkte fehlen. Mal irgendwie einen Sack hier, wa? Einen alten Sack. Brauch echt ein L? Eben gibt nur 4. Ja, mach mal L. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich, obwohl er 12 Punkte kriegen würde oder einen Sack, müsste er eigentlich nur 8 bekommen. Falls es so ist, Freunde, haben wir alles richtig gemacht und Glutexo ist von dem her für unsere Strategie oder für unser Ziel halt, soll er mixed sein, also sprich nicht mixed Art Schlag, sondern einfach ein bisschen spaßhalber und so. Und zum Vorführungszwecken müsste es perfekt trainiert sein.
Oh, aber jetzt ein Fehler, sind ja plus 10. Aber trotzdem alle, war. Mal überlegen. Doch, stimmt. Stimmt trotzdem, wieso? Weil man rechnet natürlich von 208 auf Angriff, plus 252 auf Initiative, plus 48 auf Spezialangriff. Das klingt zwar schön, gibt aber insgesamt nicht 255, sondern eben nur 253. Jetzt hat natürlich Glutex noch den Rest dazu addiert. Sprich 10, aber spielt keine Rolle. Alle Werte sind so verteilt, wie sie wollen, durch 4 und so, damit es jeweils einen neuen Statuspunkt gibt. Es ist also alles perfekt. Und den Rest, ja, der Rest wird jetzt eben in der Kampfzone vorgenommen. Und zwar wie folgt, ich muss ganz kurz mal gucken, Freunde, wie sieht es mit dem Part aus, Länge. Moment, es könnte gleich ein bisschen ruckeln hier. Ich sehe nichts, hallo, Okay, Part ist bereits vorbei. Wo bin ich jetzt? Da, hier. Ja, ich mache es jetzt so, wie gesagt, die Punkte sind verteilt, das heißt, da kann ich jetzt nichts mehr falsch machen. Ich werde jetzt einfach noch gegen die Typen hier antreten, sind insgesamt 5 Trainer auf der Insel, gehen noch in die Pokémon-Liga und so weiter. Da kann ich alles offscreen machen, wa? Bis halt wir in einen Glurak haben. Und es dort dann weitergeht. Da bin ich weg gerade. Das können wir eigentlich auch zusammen machen, oder? Wenn wir so ehrlich sind. Wir haben jetzt Partnummer irgendwo 32 herum, oder 33. Bis 40 wäre mein Ziel. Das müsste aber trotzdem noch aufgehen. Feld, ja, es hat ein Feld. Was? An dich nehmen, dankeschön. Glutexo. Ja, wie gesagt, nächstes Part geht es weiter. Muss kurz gucken. Ich brauche ein Feuer-Pokémon. Ne, ich brauche eins. Nö. Ich brauche einen Ice Heap. Das heißt, ich nehme Volt mit, obwohl der hat gleich Level 100 oder war. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, nehme ich Volt mit. Wegen Trainieren und so, versteht ihr? Dann wegen Fee nehme ich ihn noch mit. Wird zwar Mirania wird auch gehen. Naja, wieso nicht? Kann ja ein bisschen trainiert werden. Na, der sowieso. 95, alter Schwede. 99. Wie soll mein stärkstes Pokémon nachher sein? War der abgesehen von Gevaldro. Am ersten überhaupt, das hat war schon lange Level 100. Aber auch ein bisschen gemixt gespielt. Habe ich auch mal gezeigt in der ersten Staffel, war irgendwie mit diesen Spezial-Albums auf 4 Parts. Ja, Leute, und sagen, nächstes Part geht es hier weiter, genau so. Ich trainiere jetzt noch nichts offscreen und so, keine Sorge. Wenn wir Glutex ein bisschen trainieren, mit O-Kräften noch und so, damit hoffe ich, dass wir das 36 erreicht, sich entwickelt, dann kommt jetzt noch ein paar neue Attacken hinzu und dann müssen wir halt gucken, wie wir da genau weitermachen. Weil spätestens im übernächsten Part will ich echt in der Kampfzone weitermachen, sprich im Kampfresort, im Kampfhaus, wie auch immer man das genau nennen möchte. Im Sinne von Super-Disziplinen, ich glaube sogar Super Einzelkampf machen wir. Alles durchrocken und das wird heavy, kann ich jetzt schon mal versprechen. Aber die Belohnung dafür ist noch ziemlich gut. Da gibt es einen geilen Abschlusskampf und so und ja, das ist noch mein Ziel hier im Endspurt von Pokémon Delta. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wa? Tschüss!